Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das ist zu euch, Meir David. Wir haben ein Programm für euch heute. Wir haben 2 frische Interviewen. Wir haben den Hemmschech von unserem Interview mit Jetta Kane. Wir haben sie interviewt, wie ihr gedenkt, vor Pesach, vor vergangenen Pesach. Und wir haben nicht geendet mit ihr längeren Interview. Wir wollen präsentieren dem zweiten Hälfte von Interview in der zweiten Hälfte von unserem Programm. Aber wir heben an mit einem Interview, was wir haben geführt mit Label Botvinnik von Yisrael, ein Schreiber und ein Jiddischist, was wohnt in Yisrael und wird uns ein bisschen erzählen wegen seinem Leben und wegen seiner Überlebung in der Zeit von dem 7. Oktober. Ich heiße Label Botvinnik, bin geboren geworden in Montreal in Kanada und aufgewachsen in einer jüdischer Gesellschaft, jüdische Kulturstadt, Montreal. Mein Tate David Botvinnik, ein Musiker, Kompositor, geboren geworden in Vilna, ist nicht geworden mit ein paar Jahren zurück, aber ist gewesen sehr aktiv in die Jiddischkreisen und gewirkt auf mir, mit meinen Brüdern und meiner Schwester, zu sein Jiddisch-Redendike, also immer geredet in daheim. Und ich bin der Zeugen geworden in jiddische Schulen in Montreal, Talkschulen, wo wir haben gelernt Jiddisch, Ivrit, Englisch und Französisch. Sei schreiben, sei lernen. Und öfter durch der Spur von dem Taten, wo es ist allein gewesen, ein Kompositor und geschrieben Lieder, das heißt Poesie, die Lieder allein, Gesanglieder, versteht sich, habe ich gehabt Gefühl, dass ich muss euch werden, ein Schreiber, ein Poet. Und ich habe sehr stark lieb den Klang von Wörter, gegen den Taten und euch mein Bruder Sander, wo seine Musiker ist, wo es bei sie ist, die musikalische Klang. Bei mir ist allgemein wichtig die Wörter. Und ich habe angeschrieben Liedlach, mehr Poesie. Ich habe euch mit meinem Bruder angeschrieben Gesanglieder, etliche. Und Meiselach, der Riker, und ich habe euch herausgegeben ein Buch von Faktasia, das ist ruft auf Englisch Science Fiction. Das ist noch, wenn ich bin gewesen in Universität. Wie ein Fach bin ich ein Computermensch, eine Art Ingenieur, wie wilt, Programmierer und so weiter. Und das habe ich studiert in Concordia Universität. Und ich habe
demut sich verliebt, noch junger hat, in Fantasie und Fantasie meistens und so weiter. Und auch Humor, vielleicht schreiben kurze Satires und so weiter. Das ist mein Hintergrund, der Riker in Montreal. Und später, wenn ich bin rüber in Israel, habe ich wieder geschrieben, Meiselach und so weiter. Und letztens bin ich rüber, dank, ich weiß nicht, sagen wir Punkt Dank, oder wie hat er gesagt, unter dem Einfluss von meinem Sohn, was ist ein hebräischer Schreiber, was hat euch Fantasie, habe ich ihm geholfen, herausgeben, ein Buch auf Englisch, ein Fantasiebuch auf Englisch. Das ist das erste Mal, was ich schreibe, offiziell auf Englisch. Trotz mein Fach, jetzt ist, hatte zu schreiben, aber technische Bücher und technische Handbücher, wie man sagt, Manuals, Handbooks und Guides und so weiter. Das ist was ich tue jetzt. Früher vielleicht als ein Programmierer, schreibe ich auf Englisch technische Arbeiten. Gut, ja, Menschen wollten gewollt ein bisschen verstehen, wie also du bist gegangen auf den Derech von sein Afrumer und jeden Israel, Zionist. Gut. Das Zionismus und Nationalliebschaft zum jüdischen Volk ist Poel Joitze von der Erziehung. Sein daheim und sein der jüdischen Schule. Ich bin aufgewachsen in der jüdischen Peretschule in Montreal. Später, das ist die Elementarschule. Später in Bialik Mittelschule. Man hat uns gelernt, dass das jüdische Heimland ist Eretz Israel. Wo jetzt heißt es Medinas Israel. Das ist wahrscheinlich der zionistische Zugang von Jüdischkeit. Also jeden darf leben in seinem eigenen Heimland und das Heimland ist Eretz Israel. Wahrscheinlich Frumkeit, das kommt durch etliche Sachen. Sei der Tate hat allemal gesagt, vielleicht gucken, wir sind nicht gewinn fromm in Stub, wir sind nicht gewinn Chas v'Sholem antifromm, wir haben allemal gehalten stark von Jüdischkeit. Und Jüdischkeit hat das auch Kollieren, das ist das Spektrum von kollerlei Farben und kollerlei Zugangen und wer ist mehr fromm, wer ist weniger fromm und wie man fühlt sich fromm und so weiter. Und ich habe durch die jüdische Literatur gesehen Sachen, was ich habe allein nicht verstanden. Das heißt, ich habe gehabt eine jüdische Erziehung, aber eine nationale, zionistische jüdische Erziehung in Jiddisch und in Ivrit. Auch gut für die englische und französische Leute, versteht sich. Aber lehnendig von der jüdischen Literatur, vielleicht ich sehen Sachen, was ich habe nicht verstanden. Wie können arme Jedelmoschel gehen auf der Gas und übersetzt Geld oder etwas nicht nehmen das? Sein Sprache leidet doch von Hunger auf viele. Wie kann es sein, als ist nicht gerät, Makrif zu sein Leben für solche Sorten Sachen und so weiter. Das auch von dem habe ich gehabt durch Judla mit Peretz, nicht nur Judla mit Peretz, aber der Rika wurde gesagt, die größere Spur ist gewesen durch Peretz, durch die chassidische Meises, solche Meises wie ob nicht noch Hecher oder meistens wie die drei Matones. Also mamisch, kemat fantastische meistens, ob ihr wollt, was haben gehabt einen Einfluss auf mir. Ich habe auch gehabt den größten Einfluss von den Fantasies von, was man ruft dann Science Fiction und so weiter. Von euch nicht jüdische Schreiber, aber ich sage jeden, seine gewähren gute Schreiber von Science Fiction. Asimov und andere. Und zu bisschen habe ich gewollt wissen, mehr wegen Jüdischkeit, weil in der jüdischen Literatur gefällt mir es manchmal voll mit dem. Und auch in Gesang, weil durch den Taten haben wir gehabt, das auch Gesang in Stub, versteht sich. Und hatte sehr stark lieb gehabt Chazones. Und jüdische Musik, Bechlal und Chazones ist ein größer Einfluss in jüdischen Leben. Als das Volk kann hören, klangen und sich
ausdrücken und austeitschen, das Jiddischkeit durch Gesang, durch Chasones, durch Nigunim und so weiter sein in der jüdische Repertoire, jüdische Repertoire, und sei Chasones und so weiter, das euch hat einen Einfluss. Euch durch dem jüdischen Theater in Montreal, Dora Wassermal, Aleha Sholem, ihre jüdischen Theater, sie pflegen durchführen Produktionen wegen jüdischen Städten, wegen jüdischen Leben und so weiter. Das hat euch gehabt, die Wirkung, weil damals habe ich es gesehen in einem gewissen Sinn lebendig. Nicht 100%, versteht sich, es ist nur eine Theatervorstellung, aber das, was ich habe nicht gehabt, die Gelegenheit, was mein Tate und sein Do hat gehabt zu leben, dem jüdischen Lebenssteiger von Mizrach-Europa, hat mir ein bisschen gefühlt es durch die Dramas, durch die Gesang, Vorstellungen, Orchester, nicht Orchester, mehr wie Konzerten und so weiter. Montreal hat gehabt sehr starke Kulturleben auf Jiddisch mit wichtigen jüdischen Schreibern, Poeten in Montreal und Gäste. Alle Weile sind gekommen jüdische Schreiber, Benem Herrlehrer und seine Frau hat das Kästin vielleicht kommen auftreten und andere, Bapernikow ist gekommen zu uns und so weiter. Und mein Tat ist aktiv verstärken der jüdische Sprache. Jeden sind gekommen von Europa oder sind schon gewähnt in Montreal von früher, aber vielleicht nicht, darf reden Jiddisch mit den Kindern. Viele schicken die Kinder in jüdische Schulen und so, da, was hat, mein Tat ist da, was hat sehr lieb gehabt und sehr gehalten von Jiddisch. Aber sie haben etwas nicht gewollt, das übergeben dem Jüngeren da. Sie haben gesagt, das gehalten ist nur für sich. Mein Tat ist ganz anders. Mein Tat gehalten, als jeder einer kann reden auf Jiddisch, wegen jeder Themen. Sie das ist Sport, sie das Wissenschaft und so weiter. Also als ich habe sich verliebt in Wissenschaft, in Computerei. Und ich vielleicht darf erzählen, mein Taten und seine Chaverin, was ich tue, was ich lerne. Und ich vielleicht sie dürfen übergeben auf Jiddisch, was ist ein Computer und wie arbeitet es und was ist die ganze Kunst von Programmieren und so weiter. Und ich habe es getan, ich meine, für nicht keinen schlechten Läufen. Und es ist gewohnt wie eine natürliche Sache von mir. Also, als ich tue es euch mit meinen eigenen Kindern. Ich rede heint Jiddisch in meine Kinder. Meine Kinder reden Jiddisch, verstehen Jiddisch, haben lieb Jiddisch. Wir singen jiddische Lieder, reingerechnet mein Tatenslieder, versteht sich. Und also darf es sein. Jiddisch ist eine Sprache für jeden einen. Sie ist eine Sprache, was wir kennen outstehen. Sie das ist Wissenschaft, sie das ist Mathematik, sie das ist wegen Kunst, sie das ist wegen Sport, sie das ist wegen Theater. Jede Sache. Nicht nur Essen, gefüllte Fisch und ich weiß was und singen treue Lieder. Jiddisch hat fantastische Lieder. Humoristische Lieder, Genovim-Lieder, Liebe-Lieder, Kinderlieder und euch versteht sich von dem Hoben. Und das haben wir nicht vergessen, versteht sich, was ist geschehen und euch möglich zurückbringen, beleben, was ist gewesen, was wir kennen, noch raten von einmal und schaffen neue Sachen. Was das zum Beispiel in den Universitäten sehe ich nicht so. Wir lernen sie von einmal, aber was ist wegen weiter? Was lernt man sie nicht zu werden jüdische Poeten, zu werden jüdische Schreiber, zu schaffen neue Materialien, zu bauen, auf was ist gewähnt. Es ist ein Jesod von Deures, Jiddisch. Und wir dürfen es beleben und beneien und reinführen neue Sachen. Und sie sind da junge Menschen, welche schaffen neue Musik, neue Lieder und das ist eine wunderliche Sache. Seien nicht fromme Welt und sei in der chassidische Welt, wir schaffen neue Sachen. Aber viele gesehen, was eine von meinen spezifischen Liebschaften ist animierte Filmen, Animations. Ich habe gesehen, eine Animatie auf Jiddisch geschaffen geworden von Chassidim. Fantastisch. Wir haben mehrere solchen Sachen. Und Filmen, sie schaffen neue Filme auf Jiddisch. Ich sehe in der nicht fromme Welt schafft man Filme auf Jiddisch, aber wenig. Und in der chassidischen Welt schafft man Tage kleine, kurze, interessante meistens, nicht von der ersten Niveau, aber sie werden besser. Man darf schaffen. Das ist meine Meinung und öfter mein Schliches, was ich habe lieb zu schaffen. Damit reden ein bisschen wegen Montreal. Ein Aspekt, was ist mir sehr teuer, ist der Äußer von Rekodierungen von jüdischen Bibliothek.
Du bist gewesen dabei. Kannst du ein bisschen beschreiben, die Überlebung von sein bei größeren Redner wie Efsche Chaim Grade oder andere, wie du es der Mond? Heim gerade habe ich nicht gesehen. Bin im Heller ist gewesen und anderes, auch die lokale jüdische Sutzgewer ist gewesen, Papiernikov ist gewesen. Interessant, ich, wie ein junger Mann und ein technischer junger Mann, ich pflege aufnehmen. Ich pflege dann die Rekordierungen. Ich pflege zugeräten, die Mikrofone neu arbeiten, neu probieren und reinlegen die Taschen mehr ein wenig und sehen es als Arbeit gut. Aber Tachlis, wegen dem jüdischen Inhalt. Montreal hat gehabt die eigene Schreiber und Poeten, Künstler, Singers, versteht sich. Und wir pflegen haben in der jüdischen Bibliothek pflegen wir durchführen, dachte ich, jede Woche ist gewesen etwas eine Kulturaktivität. Mein Tate pflegt mir und mir mit meinen Brüdern mitnehmen, Junge mit seinen gewinnen Kindern, zu hören, zu sehen, jüdische Schreiber. Glattstein euch ist gewesen. Und ich habe das sehr stark lieb gehabt. Ich habe sich gefühlt ein bisschen, wie wurde gesagt, unbequem, elend in dem Sinn, was ich bin gewesen, er der einzige junger Mann dort. Seit meine jüngeren Brüder sind noch jünger von mir, ja. Aber mehr oder weniger bin ich gewesen der einzige junger Mann. Einmal ist aber gekommen ein anderer junger Mann, Herschel Gleiser, habt sich herein dort und ich bin gewesen zufrieden. Ich bin gleich zugegangen zu ihm und fragen ihn, wer du bist. Efter ist nicht in dem richtigen Ort, ich weiß. Er ist gewesen auf einen Kurs von Französisch in Montreal, hat er sich hereingehabt in eine jüdische Aktivität, in jüdischen Bibliothek. Und wir sind von dem Motor geworden, sehr gute Chavere. Das Übergeben, dem kommenden, dem neuen Door, ist nicht eine leichte Sache. Ich weiß von meinen eigenen Kindern, nicht eine leichte Sache. Aber Kohlsmann hat einen positiven Zugang. Und man weiß auf was und wie soll, sei die Reichkeit von Jiddisch, wie Sprache und Kultur, und sei der Inhalt, wie eine lebendige Sache, was wir können bringen zu anderen Menschen und halten eine Kommunikat mit anderen Menschen. Schon meine Kinder und Sanders Kinder und Janko, mein anderer Bruder Janko, seine Kinder kennen euch Jiddisch. Und also, wenn wir sind gekommen auf eine Visit von Israel, haben sie gehabt eine beschützte Sprache, Jiddisch. Ja? Meine Kinder verstehen euch Englisch. Ich sage nicht, sie kennen kein Englisch, weil sie lernen sich Englisch. Aber Jiddisch ist gewesen natürlich für sie zu kommunizieren. Englisch ist schon gewesen wie eine zweite Sprache. Jiddisch ist schon gewesen wie eine Heimsprache. Und meine Kinder kennen Jiddisch wie eine Tatesprache. Und ich habe euch gekannt Jiddisch wie eine Tatesprache. Weil mein Mama-Loschen ist nicht Jiddisch. Mein Mama-Loschen ist Italienisch. Meine Mama, Alea Shalom, ist von der römischen jüdischen Kehle. In der Heim haben wir geredet Jiddisch und Italienisch. Und mein Tat ist nicht gewesen gegen dem. Es waren Menschen, welche lassen nicht die Kinder reden, die ja so gerufene fremde Sprachen von der Alter heim. Wir haben gewollt in einer zerbrochenen Englisch einlernen die Kinder Englisch. Wenn so wir können sehr flüssig reden Jiddisch. Und also die Kinder wollten, ich weiß, von eigenen Chaverim, in einem gewissen Sinn haben sie gehabt, das so psychologische Problem. Also ihre Eltern können nicht reden. Sie reden zerbrochenem Englisch. Meine Eltern haben geredet flüssigen Italienisch, flüssigen Jiddisch. Aber ich gehabt Stolzkeit von meinen Eltern. Sie haben gehabt Eltern, was haben geredet zerbrochenem Englisch. Das ist nicht schön, das ist nicht gut. Schade. Ich will in meinem Namen wie Stickel Klangmensch auf der jüdische Gast will ich dir bedanken für die Rekordierung so viel von den Unternehmungen beim jüdischen Bibliothek in Montreal. Größer Äußer hast du uns übergegeben. Es ist gewinn wichtig. Und der, was hat es angehäubt, vergessen, wir hat ihm gerufen, dachte ich, Oscherowitsch oder etwas. Er hat eingesehen, noch dämmelt, fahr mir. Schon, wenn ich habe angehäubt, rekordieren, ist er schon gewinn ein älterer Jid. Haben sie mir gebeten, überzunehmen, die Arbeit. Er hat schon dämmelt eingesehen in die 60er Jahre, ich bin noch ein Kind. Also, es ist wichtig aufzuhalten, also, es kommt ein wichtiger Schreiber, es kommt vor eine wichtige Unternehmung,
ein Konzert, es geht aus ein jüdisches Buch oder was es soll nicht sein, also es ist wichtig, das zu rekordieren. Mein Tat allein hat gehabt, dass ich gefühl, pflegt was oft der rekordieren seine eigenen Konzerten in die Schulen mit den Kinderchoren. Mein Tat war ein Lehrer von Musik in die Kinderschulen, von Montreal, sei die Talmud Teure, sei die jüdische Volksschulen, Perettschulen. Und auf alle Konzerten pflege rekordieren, ob möglich auch viele filmieren. Und das ist wichtig für ihn, weil er hat alles verloren. Alle Bilder, alle Fotografien, alles was er verloren. Alle Dämonungen von was er gehabt als Kind in Wilna. Er hat geboren in Wilna. Und er hat verloren seine ganze Besprache. Es ist wichtig für ihn zu rekordieren. Das habe ich euch bei ihm in einem gewissen Sinn übergenommen. Ja. Größten Dank. Lassen wir reden jetzt wegen Israel speziell in der Zeit von dem 7. Oktober. Kannst du uns ein bisschen übergeben wegen dem Tag, dein Überleben wegen dem und sind damit? Wir erfuhren jedes, gewinn Schabes in der Früh, Simchas Teure, und es gewinn der Wartung auf ein größer Jontef, es gewinn 6:30 in der Früh, haben wir gehört, nicht bei uns in Städtel, nur in der Dabeiker Städtel haben wir gehört, eine Sirene. Und das ist gewinn eine Sorte Seltenkeit. Ich meine, es geschieht von Zeit zu Zeit und es gewinn eine lange Periode von efter ein halbes Jahr, efter mehr, ich denke, ich kann nicht sagen genau, wenn sie gewinnen still, wir haben nicht gehört, die deutsche Sirenes. Ist der Dabeiker Städtel, und es kann sein, dass viele nicht der Dabeiker, nur der Dabeiker von dem Dabeiker Städtel, ist gewinnen Sirene, und wir sind bei dem Grenz ein bisschen in unser Städtel von dort, wir sind im Zentrum von Israel, nicht weit von der Tanja Städtel, unser Städtel heißt Telmond, ist in der Beide haben wir gehört, dass wir nehmen nicht kein Risiko und wir sind gleich auch unten sehen. Auf vieles ist Schabes, wir sind noch in der Licht, es ist das Sekunde abzuhäufen, die Treppen, es ist finster. Wir haben noch gleich angezogen das Radio, zu hören, was geschieht. Und die erste Sache, was ich habe gehört, es können um 6:30, 7, 6 so, haben wir gehört, als man schluckt sich in Dorem. Genau wer was, es ist dort Terroristen. Also die Polizei ist engagiert jetzt in Bekämpfen die Terroristen. Wir haben verstanden, es ist nicht in einem Ort, also es geschieht in einer Sache. Und das ist gewesen die ersten Spuren von Verstehen, als es etwas größer wie ein normaler Reindrang von Terroristen. Sag mal, hört man in den früheren Jahren, in einem gewissen Ort, in einer Stadt, in einem Kibbutz, sind reingedrungen 2 oder 3 Terroristen. In einem Ort. Wir haben keinmal nicht gehört, bis, ich meine, bis demult, also es geschieht in mehr wie ein Ort. Und so wie unser Städtel ist nicht weit von dem, soll es heißen, Grenz von anderen arabischen Yeshuvim, von wo wir wohnen, in unser geografisch, mamisch 5, 6 Kilometer, wie viel ist das? 2, 3 Meilen von arabischen Yeshuvim, und wir wissen, dass dort von Zeit zu Zeit dringen sich herein, ich meine, so sind israelische arabische Yeshuvim, aber es dringen sich herein dort einmal Terroristen, und von dort kommen sie herein zu uns, ist schon gewähnt, so ein Pachet. Jetzt bei uns in Schiel, wo wir da sind, wir haben 2 Millionen. Wir haben eine Minion 37 in der Früh und wir haben eine Minion 38 in der Früh. Und es ist Simchas Teure und Menschen kommen, sie kommen mit den Kindern, sie freuen, und sie da ein größer Kiddisch und so weiter. Aber ich habe verstanden, dass etwas Arbeit da nicht. Ich allein bin ein Volontär in das, was man ruft dann in Israel Mishmar Ezrachi. Das ist die Zivilwach, was wir arbeiten wie ein Teil von der Polizei. Wir Volontär, ich bin schon 23 Jahre in dem. Wir machen Patrouillen bei Nacht, wir machen Patrouillen bei Tag und so weiter. Das ist der Dricker wegen nicht nur so Terroristen, nur mehr wie Ganovim und solche Sorten Sachen. Aber wie nur ich habe verstanden, als es hebt sich schon etwas größer wie ein normales Attentat in der Stadt oder in der Stadt, also es geschieht in verschiedenen Orten und wir sind sehr neu zu, wo es befinden sich eine Sache, arabische Städtler, und so weiter, Yeshuvim,
bin ich heraus gleich zu dem Beis Medrash und ich habe sie gewarnt. Für was? Was Schabes gehen sie nicht mit den Telefonen. Sie wissen nicht. Und der Alarm ist nicht gewesen in Telmon. Sie ist gewesen sehr schwach. Wir haben kaum gehört. Ich bin sicher, die, die sind gekommen von der anderen Seite von der Stadt, von der Städtel, da haben es bis dahin nicht gehört. Und sie hören nicht, sie wissen nicht. Also es geschieht etwas, große. Ich bin rein, ich habe sie gesagt, Chevre, ihr wisst nicht, das hebt sich unter mir kommen. Ich bin nicht der Erste, aber 37, 8. Säger habe ich annonziert, dass es mir komme. Wir haben gewusst, dass es seinen reingekommen Tausender, Tausender Raketen und Missilen sind geschossen geworden auf dem Dorfteil von Israel. Und die Menschen da wissen gar nicht. Und sie wissen nicht wegen. Ich habe sie gesagt, hört sich ein. Shabbos, Simchas Teure, ist eine längere Tfille. Es ist nicht eine Dreiviertel Show, eine Viertel Show. Es ist 2, 3 Show von Tfille. Und Menschen kommen mit den Kindern, freuen mit den Kindern, mit Wegelach, mit Euferlach und freut sich mit Tanz. Ich sage, Chevre, ihr müsst abstellen, euer Davenen und verstehen, was die Situation ist. Haben sich gleich zusammengenommen mit dem Rav, mit noch etlichen Menschen. Und wir haben verkürzen das. Und heim schicken alle Menschen, was haben Kinder, weil die Missilen können kommen euch von Zoffen, von Levonen, sind noch nicht gewähnt von Levonen, aber die Riker sind gekommen von Dorem, aber viele von Dorem, von Gaza auf Englisch, auf Asa, können sie da gehen bis zu Netanya und unserer Gegend, was wir dann nicht weit von Netanya, weil wir seien neun zu größere Städte, Ranan, Kfar Saba und Netanya, ist heute unser Städtel ist klein, was es kommt ohnehin, kann euch der gehen zu uns. Geht so, wie nur es haben angehoben, die Informatis herumgehen und Menschen haben nicht gewusst. Ich sage euch, Menschen gehen nicht mit den Telefonen und Radios und das weiß nicht. Gar wenig Menschen. Ich habe schon gehabt Kontakt mit unseren Chevre von der Polizei und ich habe schon verstanden, als ich darf stehen wach in Form von unserer Schule und heimschicken alle Menschen, was wissen nicht, als es kommt vor Mohammed. Es ist Tag gewesen Mohammed. Und Menschen, viele 2, 3 Säger noch Mittag, pflegen kommen mit den Spazieren, ältere Bobbe mit der Spazieren mit ihrer Enkel zu gehen im Park. Unser Schild ist leben nach schönen Park mit Kinderspielen und so weiter. Und ich habe ihr heimgeschickt. Ich habe gesagt, ihr wisst nicht, dass ich da komme in Dorem. Trotzdem, die Jugendliche haben man hat sie angehoben telefonieren. Mein Sohn und andere haben sie telefoniert, also sie dürfen gleich sich engagieren und sich zugreifen zu gehen auf gewisse von ihren Posten. Und Menschen haben angehoben, beweisen sich die Jugendlichen, die 18 bis 20-Jährige, die sind gekommen auf Jontef. Daheim haben wir angehoben, sich zugreifen Päcklach mit Essen und so weiter. Und sind rausgefahren Shabbos, Jontef, was das ist, Al-Piseichel dafür sein Chilel Hashem, Chilel Shabbos. Aber das ist Pikuach Nefesh. Und Pikuach Nefesh ist stärker wie Chilel Shabbos. Und mit Telefonen und mit Automobilen sind sie rausgefahren, wo man hat sie geschickt. Und es hat sich angehoben, die Emesse Mohammed. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Chushevel Zioer, du redest Yankele Bodo von Israel. Das ist das Jiddische Call von Boston. Ich will sein zufrieden, wie wir wird mich ehren. Und ich will gar sein zufrieden, wie wir wird mir schreiben. Sie hat mich geehrt, sie hat mich gesehen. Und ihr könnt mich treffen im Internet. Und ich will sein zufrieden, wie wir werden sich wiedersehen. Über oder anunte Mischbuche ist blind, seht schwer, aber ist druckverkrippelt. JBI können helfen Menschen haben ein Zutreu zu jüdische Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Als es frei,
mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibrary.org 1-800-433-1531. Also ist es gewesen, dem 7. Oktober. Gleich nachdem, wir hat uns attackiert und wir haben noch viel nicht gewusst, was geschieht. Wir haben verstanden, es 100 Menschen sind da geworden. Wir haben verstanden, danach noch ein Schott 2, es ist 150 bis 200 Menschen sind da geworden. So bislang sind reingekommen Informationen, als in Sderot haben Terroristen übergenommen die Polizeistanzie. Überzunehmen die Polizeistanzie haben sie gedacht, der Hagen den Polizanten. Danach haben wir gehört, dass in einem anderen Ort, in Ashkelon, fahren Jeeps, also größere Automobilen, was schießen auf die Menschen auf die Gassen. Und die Polizei hat angehoben, sich organisieren, zurückzuschießen. Und so bislang, öfter bis in Abend, haben wir verstanden, dass öfter 500 Menschen sind da geworden. Und dass man hat schon verhabt, gewisse Menschen. Aber die Größkeit von was ist geschehen dort, erst mit der Tag mehr wie 48 Jahre später haben wir verstanden, wie groß die Tragödie ist gewesen. Mehr wie eine Tragödie, eine Katastrophe. Katastrophe, wo unsere Menschen haben nicht gewusst, unsere Polizei haben gar nicht gewusst, unsere Anführer haben gar nicht gewusst, was geschieht. Die Armee ist gewesen im ganzen Tumult. Sie haben nicht gewusst, wie zu schicken sie ihre Menschen. Aber gleichzeitig ist gewesen eine große Gewurre in die Kibbutzim. Es ist gewesen Gewurre von Menschen, die haben allein kontaktiert, ihre Chaverim und Menschen haben telefoniert, die dosige Soldaten, die haben gedacht, sein auf dem Posten, aber sind gekommen auf Jontef in der Heim, haben gesagt, Herr sich rein, wir schießen auf uns, wir haben nicht schon kein Gewehr, wir haben schon keine Ammunition. Andere, was haben gehabt Kinder, es ist gewesen eine große Konzert von 4.000 junge Leute, haben beschlossen, Simchas Teure bei Nacht, Freitag bei Nacht und Schabes in der Früh zu machen ein großes Konzert mit Musik, der Nova-Konzert hat es geheißen. Man mich junge Leute, der Riker 18 bis 30-Jährige, ein bisschen jüngere, ein bisschen ältere, und sie sind gegangen, Herrenmusik und tanzen und neu haben und so weiter. Ist Punkt, die Terroristen sind reingekommen, Hunderter, nicht Tausender, und gehabt und haben Schießen auf sie und so weiter. Und es ist da meistens von Gewurre, es ist von Polizeileit, was haben Polizantkäs, Freuen, Tankistkäs und junge Soldaten und Menschen ohne Gewehr. Mit eigener Hand haben sich gerangelt mit den Terroristen. In die Städte und Städtlach von den Kibbutzim und herum dort, wo sind eingedrungen Hunderte Terroristen. Die einzigen Menschen, was haben wir gekannt, verteidigen, sind die, was haben gehabt, das persönliche Gewehr. Und sie da sagt, was heißt Kitat Konenot, das ist eine Gruppe von Menschen, was wohnen dort, was sie wollen, Tomer bringt da rein, etwas an einzigen oder 2, 3 Terroristen, wenn sie wissen, wie sich zu vernehmen mit sei. Aber da hat sich wegen hunderter Menschen, tausender Terroristen und noch die gut zugegräte Terroristen sind reingedrungen, noch Glattmenschen von Asaf. Menschen, junge Menschen und Kinder viele, dann kommen sehen, was sie kennen zugaben und was sie kennen kappen und was sie zugesagt. Also wenn kappen na Guf, wenn man sie geben na Stube, sie bringen Lebedike, wenn man sie öfter geben Sach Geld, wir leben Teuten, wenn man euch geben Geld. Leider ist vor einer Sprache, welche sucht dem Kopf von seinem Kind. La Moscho. Und so weiter und so weiter. Verhabt haben sie 250 Lebedike und eure Gufes, eure Teute haben sie verhabt. Eingerechnet Jiden, Christen, Araber, Beduiner, Drusen, sie haben gewollt Hagenen. Ihr Ziel ist gewesen Hagenen, der Schrecken, das ist Terror. Das ist, was sie getan. Und von unserer Seite, junge Gebäude, junge Soldaten, die haben sich gefunden dort, Soldatkes, was haben mamisch der Sturm gewesen sind, in ihre Pyjamas sind sie rauskämpfen oder verteidigen sich und so weiter. Oder man hat sie dahergeht, oder man hat sie verhabt.
vergewaltigt, zerschochten, sie haben geschossen auf Automobilen, verbrennt Automobilen mit Menschen in sie. Schreckliche Meistens. Ich will nicht so reden wegen sie, wie das Volk. Wir haben sich noch dem ungeheuben, sei verstehen die Tragödie, was ist geschehen, die Katastrophe, und sei ungeheuben sich zu organisieren, sei der Armee, sei der Polizei und sei das Volk. Wir haben verstanden, wir dürfen helfen unsere Soldaten. Sie haben gleich in einer kurzer Zeit reingerufen, um 300.000, was wir rufen, Reservisten, Miluimnikim, Menschen, wo sind schon geendet, was haben schon geendet, ihre Armee-Arbeit, aber sie kommen von Zeit zu Zeit, praktizieren und sein auf der Wacht, und so weiter. 300.000 in einer kurzer Zeit. Dürfen für sie gewinnen Gewehr, dürfen für sie gewinnen Schich, Stiefel, militärische Stiefel und Hemder und Helm für den Kopf und so weiter. Und es ist gewinnen eine Massenarbeit, ein größeres logistisches Problem. Und eine Sache von den Sachen sind gewinnen altmodische. Menschen sind gekommen mit zerrissenen Stiefel, wo sie haben gehabt in ihrem Heim, wo sie liegen dort 10 Jahre und so weiter. Und sie zerfallen sich. Ist das Volk, die Menschen, poschete Menschen, haben angehoben, sich zu organisieren. Wir, wie ein Teil von der Polizei, haben angehoben, organisieren Selbstschutz, angehoben, patrouillieren, machen Patrouillen in unser Ort. 24 Stunden. Ich pflege dann 2-3 Mal eine Woche, 6 Stunden Patrouillen mit anderen Menschen oder stehen auf der Wache beim Reingang von unser Städtel. Menschen haben gesehen, als sie ist gewöhnlich in der Armee, ist da was zu essen, koscher essen. Aber für plötzlich 300.000 Menschen, da sagt man, sie essen nur koscher, oder nicht nur koscher, viele vegan oder und so weiter, dürfen sie helfen. Diese Menschen haben sich engagiert. Mein Freund allein hat gekocht, koscher essen, Kredit zu schicken, zu den Soldaten in den verschiedenen Orten. Man hat euch aufgeschickt, nicht nur in Dorm, euch in Zoffen. Dort morgen hat es Levonen, wird euch dann haben, etwas, Hezbollah. Und Tage gleich noch, Tag 2, haben sie angehoben schießen. Sie haben gesagt, sie protestieren, was Israel will hagen in Palästina und so weiter, die Araber dort in Dorem. Und so haben wir angehoben schießen, aber mir morgen hat es von dort wird euch kommen. Und dann muss das wohl gewinnen, noch eine Tragödie. Und versteht sich, die alle Jeschuwe im Unten in Dorem und sei von uns offen, haben angehoben rausnehmen Menschen von den Häusern. Was ist gewesen, als Sakone dort? Die Missilen und Raketenflecken ankommen in die Hunderte. Und man noch alles gehabt, da in die ersten Tage, Terroristen haben sich noch behalten und noch umspaziert in Dorem und man hat sich gedacht, haben und gefunden sein. Sakone seine Gewinnung mit um. Und wie gesagt, in unserer Städtel und die Städtlach herum uns, was wir sind neunt, nicht weit von der arabischen Städtlach, wir sind auf der Misachseite, nennt er zu Jahren, heißt es, ist euch gewinnt. Wir haben uns gedacht organisieren. Chas für Scholem wird man von dort, euch, von die Stochen, von Jehuda Shomron, sind da Asach, dass sich 1,5 Millionen Araber dort, mit zwischen sie Asach-Terroristen, wo sie haben sich zugegräht, und mit unserer Masel haben sie nicht hereingedrungen, aber wir haben eure gehabt, sie werden euch von dort kommen. Tachle ist nicht eine leichte Sache. Ich darf sagen, das Volk und nicht die Regierung hat alles getan, die Polizei ja und die Armee ja, aber von oben an, von den hohen Fenster, leider nicht so haben gewusst und nicht zu wissen weiter, was sie tun. Das ist meine eigene Meinung und ich bin sicher, dass ich meine, also in Israel. Aschod, unsere Führer sind nicht Führer und es sind wichtige Sachen, was wir davon tun, zum Beispiel, nicht alle israelische Bürger werden engagiert in der Armee und es fehlen Tausender, viele zentliche Tausender Militärmenschen, was wir davon sie haben, junge Leute, und die Haredim haben beschlossen, dass sie sind in ihrer eigenen Welt und ich kann reingehen und reinreden Asach, aber ich will nicht reingehen mehr wie dem, aber sie haben beschlossen, als sie gehören nicht zum jüdischen Volk, zu Eretz Israel, öfter zu Eretz Israel, aber nicht zu Medinas Israel. Und als ihre Talmidim ist wichtiger, sie sollen sitzen lernen teure, anstatt zu folgen
was die Teure sagt. Als junge Menschen dürfen engagiert werden in der jüdischen Armee. Also ist gewesen, Avram Avinu hat geraten wird Lotten und also haben sich geführt in die Zeiten von Moshe Rabbeinu, wenn sie sind herausgefunden Mitzrayim mit Joshua ben Nun, und sie gedacht übernehmen und befreien das jüdische Land, was damals ist gewesen Knan. Und David Melech und Shlomo Melech haben gehabt Armeen. Also haben nicht, alle haben gedacht, toll. Versteht sich, wenn diese Menschen kennen nicht oder was. Das waren Ausnahmen. Aber ich kann nicht machen Ausnahmen von zähnlicher Tausender Yeshiva-Bocherin. Kann nicht sein, eine Ausnahme von zähnlicher Tausender. Und die andere davon tun die sehr Arbeit. So gar nicht zu tun mit Teure. So zu tun mit etwas anderes. Ich weiß nicht. Zu lieb, begrenzte Zeit können wir nicht reingehen in dem, aber es wird ganz sehr interessant, weiter zu reden mit dir. Ist aber derweil, lassen wir dich begrüßen in Yisrael und wünschen dir was auch Shalom und gesund und Mut. Und lassen wir sein Eusmelchome und die Verchatte sollen zurückkommen. Dank. Wir sind ein Volk, was will Shalom. Aber vor dem Shalom darf man einmal verteidigen. Und ich dachte, Golda Meir hat es gesagt, also wir haben, unsere Söhne wollen, also sie wollen lieber haben mehr als ihre eigenen Kinder, wie Hagen in Jeden, ist der Mund seine Scholem. Und wir hoffen, dass die dortige Zeit wird kommen. Amen. Gut, Leibel Bald Winnig, größten Dank und auf zu reden mit dir weiter. Gute Shabbos. Gute Shabbos und guten Yontef Shavuos. Ihr habt noch was gehört, unser Interview mit Leibel Botvinnik von Yisrael. Wir haben gesagt, der klingen zu nehmen in Yisrael, Erev Shavuos, vergangenen Mai. Und jetzt wollen wir mamschig sein mit unser Interview mit Yetta Kane. Ihr werdet öfter gedenken, wir haben sie interviewt, Erev Pesach, vergangenen Pesach, das ist gewesen dem 8. April, und dann übergegeben dem ersten Hälfte von dem Interview, dem 23. April. Jetzt wollen wir mamschig sein mit noch eine Sache, interessante Einzelheiten von ihr langen, interessanten Leben. Rebbetzin Yetta Kane ist ein Leben geblieben, was ist gewachsen in Miadl, a Städtel in Belarus. Und sie hat herausgegeben mit der verstorbenen Mann David Kane, a memoir mit Namen How to Survive Anything, The Life Story of David and Yetta Kane. Und ich meine, dass man kann das kaufen auf Amazon. Hat noch. Your mama's name? My mother's name is Van Edler, and my father's name Zelig. My elder brother Chaim, and my brother Mones und ich. Ich bin die dritte. Und meine kleine Schwester Sorley gewesen, die jüngste. Your name is noch Emerson? Mein Name ist noch Above. Und man ruft mir in Hebräisch Jona. Sie weißt ja genau, wo ihr seid gewesen in der Zeit, wenn ihr seid gewesen in Partizame. Was hat das ein Namen? Wir sind gewesen in den Wäldern von unserer Gegend. Aber Miadl und wo wir sind gelaufen ein bisschen weiter. Euch in Gegend von Glubok ist das? Nein, Glubok ist weiter. Dann noch, wir sind angekommen, wir sind weg und wir haben gekommen zu einem Platz, was gewesen eine Bahn, was können uns nehmen tiefer und in Russland, wo wir schlagen sich von der Milchome. Wir fliegen schön sein, gerät reinzugehen in die Bahn und mit einmal Bombes fallen. Also hat Maße bleibt leben, man nicht, das bleibt man nicht.
als Sachmenschen sind umgekommen. Und der Bahn hat mir nicht gekannt fahren. Wir warten an der Bahn, bis wir fahren die Linie. Also, dann sind angekommen in Sverdlovsk. Sverdlovsk ist in Russland, mir oft in der Uralen, wo sie dort haben Keulen. Digging coal, mining. Und als jüdische Menschen haben gehört, dass kommen Bierznitzes in Russisch ist Refugees. Wer sind die Refugees? Müssten leben weg von Deutschland. Seine Sachmenschen gekommen uns sehen. Und gedenkt, es wird sehr, sehr kalt. Aber wir vergehen, ist wisst, dass geht auf Schnee. Wir können hören jeder Trott, was geht. Dann kommen sie reden zu meinen Eltern, wir sind alle gestanden zusammen. Es wird sehr, sehr kalt und hungrig und alles. Fragen sie, sagen sie, wir können gehen in verschiedene Plätze, wo wir können uns schicken, von Sverdlovsk. Oder Taschkent, Usbekistan, Kirgisistan oder Sibirien. So mein Vater ist sehr gelernt in Torah. Er hat nicht gewusst, dass gut die russische Historie, die Historie von der Welt. Sagt er, was ist in Taschkent, Usbekistan, in Kirgisistan und was in Sibirien. Hat man ihm gesagt, dass die alle Länder sehr, sehr, sehr heiß und was in Sibir sehr, sehr kalt. Und mein Vater war schon für sagen, rufen meine Mama, Mamele, glaube ich so. Und er gedenkt, als sie bei mir verkriegt, meint sie Korn in meinen Kopf. Er sagt, Edle, als wir wollen gehen, wo es ist heiß, weil wir sterben, ist für Menschen, Pegern wie für einen Hund. Wir haben Pegern wie Chayes und keiner hat nicht wissen, wo wir sein gewesen. Von Malaria und von verschiedenen Krankheiten, nicht von seinen Rehen und zu vielen Menschen und andere Fuß. Aber wir fahren in Sibir, die Leis werden verfroren werden. Die Krankheit wird verfroren werden und wir bleiben leben. Und er ist gerecht. Wir sind gewesen in Sibir, dann Tizhin, Novosibirsk, Novosibirsk Oblast is the state of California. Und als wie mein Vater alle war schon, wir haben gesagt, wir haben gehabt unser Moshav, it's like farmers. Wir haben gehabt Behemoth. So mein Vater gekommen Arbeit zu füttern, nehmen Obacht auf die Pferd. Und meine Mama vielleicht melken die Behemoth und füttern und geben Essen zu den Chazeren. Und für jüdische Freude, was es glaubt in Gott, ist nicht gewinn, als lacht. Aber mir tut, was mir darf tun, kadei zu bleiben leben. Aber wir haben gehabt ein Glück, was meine Mama vielleicht melken die Behemoth. Sie vielleicht zwischen 2, 3 bei Nacht mit einem kleinen Teppel und von jeder Eiter rüsten wir ein bisschen Milch. Weil als die Milch, als wir melken die Behemoth, wird der Eiter sehr weich. Als sie das voll mit Milch ist das sehr, sehr dick. Wenn man kommt und man sieht, als es gemerkt die Behemoth, wird weggeschickt wurde. Und ich habe einen Mann, der gammelt etwas von Kolchos, von der Collective Farm, schickt ihn weg zu den Milchom, kommt kein Monat zurück. So mein Vater fragt, gammelt Bulbes, nicht mit gammelt, als mit der Ganev. Aber zu bleiben und leben, muss man tun, was man tut, zu leben an einem Tag. Vielleicht gehen in ein Feld, nehmen Bulbes, Gamvenen, Menschen von Riga, von Latvia, von Estonia, von Umetum in andere Kolchosen. In dem Kolchos, wir sind gewesen die einzige Iden. Hat er sie gesagt, nimm von jeder Kustok von der Mitte, nimm raus eine Bulbe und dann noch nimm ein Stückchen mit einer Hand oder mit, sollst machen, so eine sein Schlades. There should be no, couldn't see there were any steps or anybody there. Schlades is steps.
Und also ist man geblieben leben. So gaben die Essen von die Milch von der Beheme bei Nacht und gaben ein paar Bulbes. Und mein Bruder, wo sie gewesen, Kamatschen 12, hat geführt Wasser von Kalchos, von einem Brunnen, zur Pikarne, wo man backt Brot. Vielleicht kommen und weinen, sein Nose ist gewesen, als die Reihe Bulbe, rot, verfroren, kalt in die Hand. Vielleicht nehmen mit einer großen Fessel, als wie man macht Bier. Mit einem Loch in der Mitte, mit einem Emmer, nehmen das Wasser von der Plombe, von Brunnen und reingießen in die Fessel. Und dort sagt er in Pikarne. Zurück von der Pikarne, als wir verwaschen die Gefäß, alle Sachen von der Pikarne, vielleicht schicken das für die Chazeren. Und manches Mal, als mir backt Brot oder was mir backt, ist ein Thema, es geht auf sehr hoch, fällt das auf den Pot. Der Pot ist the bottom of the oven. Ist das wie kleine stückliche Kreitschikes wie Brot. Das ist wie Manne vom Himmel. So meine Mama hat gesagt, als kommt schon, als wird nass, geht das für die Chazere. Sie gemacht ein Säckele von der Schmatte, umgetan auf den Hals. Du gehst raus von Pikarne, nimm schnell die Trockene und lege rein in Säckele, wenn wir das essen. Und nicht, wenn die Chazere das essen. So zwischen kämpfen von die Kartoffelbulbes, von Melken die Milch bei Nacht und von Zugaben und Messen von den Chazeren ist man geblieben leben. Und wir haben gelebt vor ein Jahr mit einem Pferd. Der Pferd hat gehabt, Chistotka ist Psoriasis. Und mit dem beschmiert mit Jaggert. Jaggert is tar that when you put on a roof, when roofs are, you know how terrible it smells, it's pitch black. Das Beschmieren dem Pferd. Und wir haben geschlafen zwischen Wand und zwischen der Plitte. Plitte ist gewesen ein Evele, also wie ein Barbecue-Pit. Dort noch vielleicht wir nehmen den Schnee auf den Oven, machen das heiß. Und mein Vater alle in der Früh darf man reinigen von dem Pferd. Also haben wir geblieben leben, den ganzen Winter, ohne Fenster, auf Bett gewandig wenn Straw. Der Mann, der Natschalnik, der häufigste Ältere von Kalchos, ist gewesen Eid. Sehr wohle Menschen, aber viele dann, sehr viele Jahre zurück. Es ist besser, er hat nicht gewusst, er sei Eid. Vielleicht sie bringen uns manches Mal Schmattes zu verwickeln auf die Füße. Ich soll gehen studieren alle Tag. Ich habe geendigt in Sibir. Ich wurde in the junior high, Similiatko, they call it, Sim is 7. I never missed a day of school, hungry and cold, but school, Torah, knowledge, study, education was the most important gift we could receive. Schule ist gewesen sehr wichtig. Ohne Schule kann man nicht leben, man muss auch lernen. Und ich bin gegangen in Schule und meine beide Brüder haben gedacht arbeiten. Sich ausgelernt Russisch, also ich? Ich rede Russisch sehr gut, ich kann noch schreiben. Ich rede Deutsch, ich rede Spanisch, ich rede Polisch, Ukrainian, Ivrit und Yiddish und Englisch. Was ist die Sprache von daheim, nur Jiddisch? Die Jiddische sprach nur Jiddisch in daheim. Auf dem Gas, was sprach mit Gerät? Polisch oder Russisch oder Ukrainian. Kein Weißrussisch hat man nicht gerät? Weißrussisch und Ukrainisch kann man dasselbe. White Russian. Weißrussisch kann man dasselbe. Aber hat Tage gerät die Dialekt von der Gas.
meine Eltern, Leba Shalom, sind gerät Deutsch, non von Yiddish, haben gerät Russisch, haben gerät Polisch und Ukrainian oder White Russian, Weißrussisch. Ja. Wenn ihr seid zurückgefahren, hat ihr noch als gekannt reden mit den Menschen? Ich habe sehr eine Sachfreund, als die russischen Menschen nach der Perestroika, wo sie können sich kommen in Amerika, wo wir sie gelassen, wo sie können, gefunden daheim, sind gekommen, wo ich lebe in Long Beach, habe ich als Menschen geholfen, gefunden Arbeit, wo mir gefunden hat Doktor, was sie ist, so nicht davon so, wie zu gehen einkaufen, wie zu machen einen Wechsel, Checkbook. Und sie haben das nicht gewusst, wie. Ich habe sie genommen, einkaufen, essen. Sie werden angeschrieben, 6 für $1. Bananas. Haben sie gedacht, sie 6 Bananas, ich nur sie 6 Pfund. Weil heute das teuer, aber dann. Und ich vielleicht sie gefunden heiser. Ich vielleicht bringe Sachen, ich vielleicht abrufen meine Freund. Da sind mir Sprache gekommen, da hast die Kinder, hast Koldere, Küchens, Bettgewand, Sachen, Teller, was du hast. Vielleicht ich gehen und helfen sie. Einer gekommen mit Kindern, sind gekommen von Tschernobyl, die Kinder sind gewesen sehr blass und sehr schwach. Aber sie kriegen eine Microwave. Ich weiß nicht, wie zu sagen, wie das schon Microwave. In Merdelten das nicht gehabt. Das ist nicht gewinnen. Nicht gewinnen seine Sachen. Und ich vielleicht sie helfen, wie viel ich kennt. Zurück zu Sibir. Welche Jahren seid ihr gewesen in Sibir? Sibir von ungefähr 43, so von Ende von 43 bis 45. Und ein Jahr und ein halb, gar 2 Jahre ungefähr. Ihr gedenkt genau die Daten. Ungefähr. Und dann zurück, wir sind gewesen in zurückgefahren zu daheim noch? Instanz zu schön, wir sind gewesen, ist, als Japan hat erklärt. Was ist das? Stancha? Was hat er gesagt? Was ist gewesen? Als Japan hat gehabt, die Milchome mit Amerika. Sind sie durchgefahren durch mein Dorf, zu Stanzi zu schön. Sind sie gewesen angetan in die Stiefel und sie verputzt und die Penischen sind sehr, sehr rein. Und sie hat einen Nehmer mit der also der Löffel auf Schabel, ich weiß nicht, wie man sagt das. Vielleicht sie haben einen sehr großen Mantel, vielleicht einen Ton, wo sie haben gedacht, und auch vielleicht das begraben. Und ich weiß nicht, wo meine Mutter hat gefunden, Eier, gekochte, harte Eier, für gehen das verkaufen. Zu machen, Geld zu können, vor und zurück heim. Und Stalin hat gewollt wissen, vor was wir weggehen von der wunderbaren Meluche. Haben wir gehabt, haben wir gehabt 2 Cousinen, die gewinnen in der russischen Armee, Soldaten, sind kommen zurück in Städtel. Haben wir geschrieben, Briefe und geschrieben, bis sie haben gekriegt unsere Brief. Und sie haben gedacht, schicken Papieren. Also, wir sind geboren dort und das ist, wo wir sind in der Zeit unterheim. Also, sie wollen wir so kommen zurück heim. Dann haben wir gekriegt Papiere, was wir können vorne heim. Wo wir haben nicht Geld gehabt. Aber verkauft er. Und ich habe Sachen Nissim durchgelebt. Ein Ness ist ein Ness, Nissim ist eine Sache Nessen. Ich habe gestanden, eine Bahn ist angekommen, verkaufen Eier. Und Soldaten und Menschen, sie gewinnen wie ein Ried, also wie ein Bazar. Und plötzlich, pitom or suddenly, gewinnen sehr still, ich habe gar nicht gehört. Also wie still. Ich kehre auf den Kopf, ich drehe sich herum und der Bahn gewinnt gemacht, neben mir, ich habe auch von der Linie. So, das war ein Ness. Eine Sache Nessen, was ich bin nicht durchgelebt. Und Heinz sitzen da, das ist echt ein Ness. Ich kann reden, erzählen schon ohne Aufhör.
Ich habe das eingekritzt in mein Gesikorn, in mein Sechel, in mein Kopf. Und ich rede mit ihm wegen meinem Leben. Und als ich rede, ist er so, wie ich habe ein CD. In mir habe ich nicht ausgelernt, die Wörter. Aber das ist, wenn ich rede mit ihm, vor 100 Menschen, 500. Und ich rede echt auf Evangelical Christians, ich weiß nicht, wie man sagt das in Englisch, echt. Ich rede von sehr Radio und sehr, es geht über die ganze Welt und solche Sachen. So. Gut, eine letzte Frage. Wenn ihr seid gewinnt zwischen Partisaner, hat die Gruppe Partisaner gehabt einen Namen? Nein, wir haben nicht gehabt genommen. Man hat gehört wegen die Belski-Partisaner und anderes nicht gewinnt. Die gewinnt die Belski genommen. Wir sind gewesen, von Mädel. Und ist das gewinnt verbunden mit den russischen Partisaner oder nur jeden? Gewinnt ein paar russische und gewinnt einfach 40 Menschen. Aber wenn zum Sofa wir haben geendet, gewinnt einfach 25. Und mit uns allen gesagt, als man schießt, läuft, und hofft zu Gott, sollen wir der Haar gehen, nicht reinigen. Reinigen ist to wound you. Sie sollen dir nicht und mehr risurieren. Ich kann euch nicht genug bedanken und ich wünsche euch noch schäferische Jahre und bei der Gelegenheit euch koscheren, fröhlichen Pesach, weil es ist bald vor Pesach. Gott gibt und Gott nimmt. Und Gott gibt die Jahre und nimmt. Nicht wie lange mir lebt, aber was für ein Leben mir hat. Und Gott sei Dank, ich bin 92 und ich nehme Oibert auf sich allein und ich nehme Oibert auf alle meine Geschäften und ich bete bei Gott, dass ich sage, mein Mode an in der Früh, lieber Gott, nimm nicht weg von mir mein Sechel, mein Zikaron in Ivrit. Ich soll sich kennen allein bedienen. Und ich soll nicht darf mir Emetzer, soll überachten auf mir. Und Thomas nicht will sein mit meinem Manns Namen, aber schon mit dem David. Will sein mit David. Das sind meine Tfille, alle in der Früh. Und als ich gehe in die Schule, und an Shabbos, wir meinen mit einem Onolam, und zum Sof der letzte Shure ist Adono li velo egra. God is with me and not afraid. Gott ist mit mir und ich habe nicht Meure. Das alle Shabbos, wenn ich gehe in Schule, und allemal da mon ich die Wörter, lieber Gott, Adonai liebe Logra. Gott ist mit mir und ich habe nicht Meure. Nimm zu mein Treue und bring